Trüffel, der Edelpilz für Genießer. Hündin Abby aus dem unterfränkischen Untereisenheim hat dafür die perfekte Spürnase. Der italienische Wasserhund ist auf die Trüffelsuche spezialisiert. David Amling und sein Papa Dieter sind auf Abbys Nase angewiesen. Ob sie heute etwas entdeckt? Sie weiß, wo die Trüffel sind. Und manchmal denkt sie dann halt, ja, auch seid ihr, ich sag, da ist ein Trüffel, da sucht mal ein bisschen besser. Und dann, ja, sie will ja ihre Belohnung am Ende auch haben. Sie muss den Trüffel finden, um die Belohnung zu bekommen. Und wenn sie weiterhin den Trüffel wahrnimmt oder irgendwas wahrnimmt, dann ist da auch was. David Amling muss aufpassen, dass Abby die Trüffel nicht mit ihren Pfoten beschädigt. Der Sohn hatte die Idee und der Papa ging 2015 den mutigen Schritt. Er pflanzte 200 Eichen, deren Wurzeln mit Trüffelsporen geimpft waren. Und dann habe ich halt die Bäume gepflanzt, dann hat es geheißen, der spinnt, ne? Also die Trüffelpflanz. Die Amlings trotzten der Kritik und investierten sogar in insgesamt 4 Trüffelflächen mit rund 1000 Bäumen. Aber die größten Probleme waren Mäuse zum Teil, aber auch trockene Jahre, sehr trockene Jahre. Wie 2018, 19, da waren die Bäume ja noch sehr jung. Das heißt, du hast keinerlei Beschattung. Sie verlegten Tröpfchenbewässerung zu jedem Baum und lernten, der Boden darf nicht zu sauer sein. Muschelkalksteine erhöhen den pH-Wert. Nach 10 Jahren Experimentieren zahlt sich die Arbeit endlich aus. Trüffelhund Abby schlägt schon wieder an. Wenn wir jetzt aufgeben, dann geht sie morgen wieder her und wird wieder Terror machen, bis der Trüffel dann draußen ist. Oh, jawohl. Schön, hey, Abby. Richtig schön, Abby. Ist gut gemacht. Ja, das ist jetzt schon ordentlich auf jeden Fall. Ne? Das kann man sehen lassen. Sind vielleicht so um die 70, 80 Gramm. Kommt immer ein bisschen auf die Frische vom Trüffel auch an. Je frischer, je mehr Feuchtigkeit er hat, desto schwerer. Genau, und damit kann man jetzt heute Abend auf jeden Fall schon eine schöne Trüffelpasta fürs Team machen. Was die Herrchen aus den Burgundertrüffeln zaubern, ist Abby auf Fränkisch gesagt Wurst. Für sie zählt jetzt nur Leberwurst. Trüffelsuchen ist spannend. Dabei hat Familie Amling gerade in den Weinbergen alle Hände voll zu tun. Hier findet Abby keine Trüffel, aber zuckersüße Trauben, die sie eigentlich nicht naschen darf. David wird den Familienbetrieb in der 4. Generation weiterführen. Und zwar so, wie er es sich vorstellt. Seine Naturweine sind spontan vergoren, ohne Filtration und zugesetztem Schwefel. Der Jungwinzer sammelte seine Erfahrungen unter anderem in Österreich, Neuseeland und Australien. Während sich seine beiden Schwestern für ein Leben im Ausland entschieden, kam er zurück in die Heimat. Schon als kleiner Bub war er in den Weinbergen hier zu Hause. Ich bin ja mit aufgewachsen und es war auch super. Und dann irgendwann war man jugendlich und hat keine Lust mehr drauf gehabt, im Weinberg mitzuhelfen. Und dann habe ich doch irgendwie die Ausbildung gemacht, weil es halt in der Familie lag und ich mit 17 auch nicht so recht wusste, was ich machen soll. Und dann war es die Winzerausbildung und habe während der Zeit dann realisiert, ich kann damit die Welt bereisen, was ich eigentlich schon immer machen wollte. Und war dann auch danach 3,5 Jahre in der Welt unterwegs, auf verschiedenen Weingütern, aber habe dann realisiert, was ich eigentlich daheim habe für einen Schatz und dass der Hof erhalten bleiben soll. Über Umwege besann sich David darauf, was ihm eigentlich wichtig ist. In Untereisenheim will er den elterlichen Betrieb in die Zukunft führen, mit Wein und Trüffeln. Abby hatte an diesem Tag einen guten Riecher und die Erntehelfer sind hungrig. Dieter Amling bereitet für alle die besondere Delikatesse vor. Jetzt bloß nicht zu viel wegrubbeln. Vorsichtig auf jeden Fall. Meine Frau hat mir schon geschimpft, dass ich die grobe Bürste nehme. Jetzt hat sie Zahnbürste besorgt. Es geht wirklich auch besser mit der Zahnbürste.
Burgundertrüffel wie diesen verkauft er für 80 Cent pro Gramm. Ein paar ausgewählte Restaurants in Würzburg und Berlin sind schon auf die Trüffel der Amlings aufmerksam geworden. Also ich bin jetzt nicht aus Geld aus, sondern mir ist der Genuss auch sehr wichtig. Und jetzt das erste Jahr, wo wir Trüffel finden, und dann kann man auch schon mal ein bisschen großzügiger sich selber oder seinen Erntehelfern Trüffel auftischen. Genau, weil es einfach doch was Besonderes ist. Trüffelhund Abby wirkt fast ein wenig stolz, dass ihre Nase heute so viele Zweibeiner glücklich macht.